V tokratni oddaji odkrivamo enega manjših živalskih vrtov v Evropi, ki pa ponuja bližnje srečanje in spoznavanje živali z vsega sveta. Pozdravljeni v oddaji o živalih in ljudeh. Današnjo oddajo bomo preživeli v sosednji Avstriji, v živalskem vrtu Herberstein. What is the tradition of this zoo? Der Tierwelt Herberstein liegt in der Steiermark, hat 23 Hektar Größe und hat 500 Tiere und ca. 130 Tierarten. Das Wunderschöne an unserer Tierwelt ist einfach, dass wir einen Tierpark, ein Schloss, Gärten, historische Gärten und auch ein Museum in unserem Park haben. Ja, im 17. Jahrhundert wurde Herberstein erstmals erwähnt und im Jahr 1800 wurde dann der Tierpark öffentlich zugänglich gemacht. Die Tiere sind in der Tierwelt Herberstein hautnah zu erleben und man hat natürlich die Möglichkeit, auch unsere Tiere zu besichtigen und bei den kommentierten Fütterungen teilzunehmen. Trenutno smo v Afriki in za nami so najhitrejše živali na kopnem. What kind of animals are cheetahs? Die Geparde sind die schnellsten Landsäugetiere, die es auf der Erde gibt. Sie können bis zu 120 km/h schnell laufen und ja, sie erwischen ihre Beute in einer ganz schnellen Sprintjagd. Sie sind einfach ganz, ganz tolle Tiere. Wir haben hier bei uns im Tierpark 3 Gepardenmännchen. Im Moment sieht man gerade 2 davon, und zwar den Aketi und den Kaloko. Das sind unsere 2 Gepardenbrüder. Die sind 2003 im Zoo Hellbrunn in Salzburg auf die Welt gekommen. Und dann haben wir noch einen 3. Gepardenmann da, den Dayan, der ist 2009 im Deutschen Zoo von Krefeld geboren. Es ist relativ anspruchsvoll. Die verlangen einiges von ihren Pflegern und von der Haltung her. Ja. Damit wir sie in Zoos oder hier bei uns im Tierpark gesund erhalten können, haben wir eine ganz spezielle Art, wie wir sie eben jagen lassen im Tierpark. Das heißt, wir füttern sie an einem sogenannten Beutesimulator. Das ist so eine Art umgebauter Skilift, also eine Erfindung, die in den 1970er Jahren gemacht wurde, und zwar hier bei uns im Tierpark in Herberstein. Und das war eine ganz wichtige Erfindung. Vorher war es eigentlich unmöglich, Geparde in Zoos zu züchten, weil die einfach die Möglichkeit brauchen, zu laufen, um sich in einem Zoo so wohl zu fühlen, dass sie sich dort auch vermehren. Und erst seit es diese Beutesimulatoren gibt, kann man die Tiere auch in Zoos nachzüchten. Sie sind ja so richtig für diese schnelle Sprintjagd gebaut. Sie sind sehr windschlüpfrig, das heißt, sie haben einen eher kleinen Kopf. Dazu haben sie relativ lange Beine, sind sehr, sehr schlank,
haben aber einen großen Brustkorb, denn da muss ein großes Herz und große Lungen Platz haben, denn für die Art der Jagd brauchen sie einfach sehr viel Luft und die muss ja irgendwie durch den Körper transportiert werden. Also das große Herz hat sehr viel zu tun, um sie während der schnellen Sprintjagd mit genügend Sauerstoff im Blut zu versorgen. Und sie haben noch eine Besonderheit, die sie von allen anderen Katzen unterscheidet. Sie haben nämlich Krallen, die sie im Erwachsenenalter nicht mehr einziehen können. Also das können nur die jungen Geparde bis zu einem Alter von ca. 4 Monaten. Die können die Krallen ganz normal einziehen, so wie das auch andere Katzen können. Und ja, wenn sie einmal über 4 Monate alt sind, dann sind die Krallen immer heraus, so ähnlich wie Krallen auf Hundepfoten. Aber sie können sie ein bisschen noch vor- und zurückziehen, aber eben nicht ganz einziehen. Und ja, die dient eben bei der schnellen Jagd dazu, um ihnen besseren Halt zu verleihen. Ein Männchen und ein Weibchen, die müsste man das ganze Jahr über getrennt halten, weil es einfach sehr schwer ist, die nachzuzüchten. Wenn sie in einem Gehege zusammenleben, dann haben die eine natürliche Inzuchtsperre. Das heißt, die sind da der Meinung, sie sind Geschwister, also Bruder und Schwester, und pflanzen sich dann nicht fort. Das heißt, wir müssten hier bei uns im Tierpark noch ein zweites Gehege irgendwo an einem ganz anderen Platz einrichten, wo sie sich weder sehen, noch hören, noch riechen können. Ja, ist natürlich ein bisschen schwer. Es kommt hin und wieder eine Gebardendame auf Besuch vorbei. Also wir hatten schon eine Dame hier, die war allerdings sehr wählerisch und hat keinen von unseren 3 Burschen erhört. Und ja, sie ist immer noch auf der Suche nach dem richtigen Partner für sich. Das sind unsere Blutbrustpaviane, auch Geladas genannt. Die kommen aus Afrika, aus den höheren Gebirgen, aus Äthiopien. Sie sind nicht empfindlich, was die Kälte anbelangt. Und wenn man unseren Mann da hinten, den Johnny, anschaut, der hat einen ganz großen Mantel und der ihn vor der ganzen Kälte schützt. Und das ist natürlich auch sehr toll in unseren Klimazonen, wo es halt doch ab und zu auch ein bisschen kälter ist. Und wie gesagt, sie haben überhaupt kein Problem, was das anbelangt. Im Winter haben sie natürlich auch das Haus zur Verfügung, wo sie können reingehen und sich aufwärmen. Aber an und für sich haben sie da ein tolles Gehege, wo sie sich im Sommer und im Winter sehr wohlfühlen. Bei den Gelada ist es so, das ist was ganz Besonderes. Da suchen sich nämlich die Weibchen das Männchen aus. Das heißt, wenn ihnen ein Männchen nicht sympathisch ist, dann schauen sie, ob ein anderes adultes Männchen irgendwo ist und dann wandern sie zu dem und schauen sie, dass dort der Nachwuchs gezeugt wird. Die meisten Jungtiere, die Sie jetzt da unten sehen, die sind bei uns in Herverstein geboren. Also die Zuchtgruppe hat damals so angefangen mit 2 adulten Männchen und 3 erwachsenen Weibchen. Und den Rest, den Sie da drinnen sehen, wir haben insgesamt 17 Tiere und die restlichen Tiere sind alle bei uns in Herverstein geboren. Charakterlich kann man eigentlich dazu sagen, dass sie ziemlich ruhige Affen sind. Sie sind sehr gesellig, sie sind ziemlich familiär. Aggressiv sind sie eigentlich gar nicht. Auch wenn die Männchen untereinander welche Problematiken oder so haben, ist kein Problem. Sie machen das eher so bei Verfolgungsjagden oder zeigen die Zähne her. Und somit ist das gegessen, wer jetzt der Rang höhere ist. Also dass richtige, blutige Auseinandersetzungen gibt, das ist eigentlich gar nicht der Fall. Hauptsächlich bekommen sie bei uns Obst und Gemüse. Vom Obst eher weniger, dadurch dort, wo sie herkommen, das ist ja schon oberhalb der Baumgrenze und dort wächst eigentlich kein wirkliches Obst. Also sie fressen hauptsächlich Knollen, Wurzeln. Also bei uns Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Sellerie. Also das fressen sie total gern. Ab und zu bekommen sie auch Insekten dazu gefüttert in Form von Mehlwürmern und Gras bekommen sie. Weil diese Affen ernähren sich zu 95% aus Gras. Das heißt, die Hauptnahrung von dieser Affenart, was auch sehr untypisch ist für Paviane, ist eigentlich Gras und Heu.
Das hier sind die Totenkopfäffchen, bolivianische Totenkopfäffchen. Das ist eine reine Männchengruppe, sind alle kastriert worden und sind jetzt recht neugierig, weil wir es gerade mit Mehlwürmer und Rosinen füttern. In freier Wildbahn sind sie Allesfresser, das heißt Eiweißnahrung, Insekten sowie auch Obst und Gemüse und mögen aber eindeutig Rosinen und Mehlwürmer am liebsten, deswegen nehmen wir die immer, wenn die kommen sollen. Es gibt die auch in Brasilien und Peru. Verschiedene Unterarten, aber im Prinzip ist es immer der gleiche Totenkopfaffe. Die Pippi Langstrumpf hat so einen gehabt. Der Herr Nilsson war auch ein Totenkopfäffchen. Sehr hoch oben in den Baumwipfeln, deswegen auch hier lieber im Baum, weil sie da eben sicher sind für Raubtiere. Und bewegen sich sehr schnell, im Prinzip wie Eichhörnchen. Auf Englisch heißen die Squirrel Monkey, weil die eben sehr schnell und sehr wendig sind. Sehr frech, sehr neugierig, aber sehr freundlich auch. Also sie sind nicht aggressiv, sind recht friedlich. Wenn sie jemanden kennen, sind sie sehr, sehr freundlich. Ein sehr, sehr nettes, eigenartiges, seltsames, aber liebevolles Tier und sehr verfressen. Tapir. Es ist ein ganz eigen, man kann sie nirgends dazugeben. Es ist weder Pferd noch Nashorn noch Schwein, sie sind einfach Tapir. Es ist ziemlich schwer zu sagen. In Südamerika, im Amazonasgebiet, immer in der Nähe von Wasser. Sie brauchen das eben, sie brauchen es zum Klo gehen, auch für die Hauptpflege und eben, wenn sie gejagt werden, als Fluchtmöglichkeit. Sie flüchten ins Wasser, können sehr gut schwimmen und darum immer in der Nähe vom Wasser. Alles, was pflanzlich ist, fressen sie, was am Rand wächst, alles, was ungiftig ist. Zum Teil können sie auch giftige, also für uns giftige Sachen fressen und bei uns eben Äpfel, Karotten, Salat. Bis zu 300 Kilo können es werden. Unser größte ist unser jüngste und unser schwerste, die hat 228 Kilo, also ist schon ziemlich groß. Das ist sie. Unsere sind ziemlich früh selbstständig gewesen, weil sie eine schlechte Mutter gehabt haben. Die sind sie hat zum Beispiel mit 2 Monaten selbst gefressen, was total untypisch ist. Und bei ihr war es so, dass wir sie wirklich zufüttern haben müssen, aber normalerweise ein Jahr. Sie können rausgehen, sie haben nur draußen keinen Teich, weil es zu gefährlich wäre, wenn ihr einfriert, dass sie reinbrechen. Aber sie sind lieber drinnen, aber sie kommen schon raus. Mögen durch sie schon, weil man mit ihnen eben, man sieht, sie haben einen eigenen Charakter alle. Er ist sehr faul, sie ist sehr verfressen, sie ist ziemlich ruhig und ich mag sie sehr gern. Wir haben hier die Emus und die Kängurus. Ja, die Emus gehören zu den größeren Laufvögeln von Australien, können nicht fliegen. Und ja, die Weibchen und Männchen sind sehr schwer zu unterscheiden. Wir haben prinzipiell kann man sagen, die Männchen sind kleiner und heller und die Weibchen größer und dunkler. Und auch von den Lauten her unterscheiden sie sich. Hier haben wir 9 Emus und das sind 4 Weibchen. Wir haben hier die Bennett-Kängurus, eine eher kleine Art der Kängurus.
sehr ruhig, etwas scheu und doch recht faul. Also hüpfen nicht so herum, wie man es vom Hellgras gewohnt ist. Wir füttern ihnen Heu und ein paar Äpfel und Karotten kriegen wir dazu, die Vitamine, und ansonsten essen sie Gräser, was sie da in der Wiese finden. Iz idiličnega avstrijskega živalskega vrta Herberstein se za nekaj minut preselimo na Češko. Zaradi najhujših poplav v zadnjem desetletju je moralo domove zapustiti več kot 3000 čeških državljanov. Ob tovrstnih naravnih nesrečah pa moramo poskrbeti tudi za živali. Poplave so v praškem živalskem vrtu povzročile pravi kaos. Zaradi narasle reke Vltave, ki je prestopila bregove, so okoli 1000 živali preselili na višje predele, da bi jim rešili življenje. Projekt preselitve ni bil enostaven. Skrbniki so morali tigre in druge velike živali najprej uspavati in nato seliti v dramatični nočni operaciji. Narasla voda pa praškega živalskega vrta ni dosegla prvič. V poplavah leta 2002 je večina živali utonila. Vrnimo se na avstrijsko Štajersko v živalski vrt Herberstein, kjer je za živali z vseh kontinentov sveta dobro poskrbljeno. Wir legen großen Wert bei unseren Tieren, dass wir ein sehr naturgetreues Umfeld für die Tiere schaffen. Das bedeutet unter anderem auch, dass wir zum Beispiel bei den Geparden das Jagdverhalten nachstellen. Das heißt, in Herberstein gegründet, setzen wir einen Beutesimulator ein, mit dem wir das Stück Fleisch, die Nahrung, quasi die Beute für das Tier wegziehen und der Gepard quasi ist ein Hetzjäger, im Lauf quasi die Beute bricht und somit sein Essen sich verdienen muss. Es ist natürlich so, dass unsere Tiere im Zoo weit älter werden als in freier Natur. Als Tierarzt und zoologischer Leiter schaue ich natürlich auch, dass es ihnen gut geht. Das heißt nicht nur die medizinische Versorgung, wenn sie älter werden mit entsprechenden immunstärkenden Entwurmungsmedikamenten, Vitaminpräparaten und so weiter. Dadurch verlängert man die Lebenserwartung der Tiere. Aber auch natürlich die Fressfeinde, die fehlen. Das heißt, unsere Tiere sind im sicheren Areal und so erreichen sie weit höheres Lebensalter, als sie das in freier Natur erreichen würden. Es ist ganz schwer zu sagen, welches Tier wirklich die meiste Betreuung braucht. Es sind natürlich Tierarten, die wie hier die Löwen
warmes Innenhaus natürlich brauchen. Sie sind aber auch in freier Natur. Die Wüste hat natürlich in der Nacht auch Minustemperaturen. Das heißt, sie sind wetterfest auch. Und so ist es recht schwer zu sagen, welches Tier wirklich jetzt am meisten Zuwendung von der Tierhaltung her braucht. Es ist so, dass das Bundestierschutzgesetz ja vorschreibt, wie groß die Gehege sein müssen für die Tiere. Wir in Herberstein haben 23 Hektar Fläche. Unsere Gehege sind, und das muss man wirklich betonen, großflächig sind. Und da trachten wir jetzt auch, dass wir wirklich diese freien Gehege auch nützen mit Enrichment-Maßnahmen. Das heißt, Futter wird versteckt, Futter wird zum Beispiel in einen Rüttelbaum. Beim Brillenbär verwenden wir seit heuer einen Rüttelbaum. Das heißt, der Bär muss aktiv Arbeit leisten, um an seine Mahlzeit zu kommen. Das heißt, wir versuchen auch neben den doch großflächigen Gehegen auch die Tiere aktiv sich körperlich zu betätigen und vor allem mit der Futtersuche sich zu beschäftigen. Und da bietet sich Herberstein auf jeden Fall an, weil die Gehege sehr groß beschaffen sind. Naš potep po živalskem vrtu Herberstein je tako pri koncu. Pridružite se nam ponovno prihodnji teden, ko se bomo potepali po Sloveniji. Nasvidenje!